Das ist das Holzbein vom Captain Gregor am Grässlichen. Das habe ich auf meiner ersten Kaperfahrt erbeutet. Ich bin da gerade durch die Meerenge Da sind die Wolldecken. Unter dieser Truhe. Und dort vorne, im Ecken, ein grosser Haufen Kohle. Endlich! Komm, es gibt noch viel zu tun. Da können wir uns keine Trödeleien leisten. Mit der Kohle führen der Scharki und der Michi den Ofen in der Kombüse an. Näher erhitzen sie den alten Blechkessel mit dem Teer. Der Teer wird immer weicher und am Schluss zu einer zähflüssigen Masse, wo man damit auch die allerkleinsten Spalt an der Bordwand abdichten kann. Ein paar Wolldecken rollen sie zu grossen Würsten, die sie vor jeden Türspalt legen, dass der kalte Wind nicht unter den Türen durchpfeift. Nachher steigen die zwei Piraten wieder an Deck. Was ist denn das? Was? Das komische Geräusch, das Klappern? Keine Ahnung. Vielleicht eine Klapperschlange? So ein Mist. Oder klappert da ein Klabautermann-Skelett? Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße! Quatsch mit Soße! Ich glaube, das bin ich. Also, meine Zähne. Die sind das wahrscheinlich. Ich habe so kalt. Stimmt. Es ist wirklich eiskalt geworden. Dann wird es aber höchste Eisenbahn, dass wir etwas Warmes anlegen. Dort ist die Truhe mit ganz vielen dicken Kleidern. Wow! Also so schnell frieren wir sicher nicht mehr. Da, Ratte. Fass! Der Michi schiesst an Ratte einen warmen Pulli, Händchen und eine rote Kappe zu. So schnell sie mit ihren zittrigen Händen kann, legt die Ratte alles an. Und schon klappern ihre Zähne immer langsamer, bis sie ganz zur Ruhe kommen. Endlich bekomme ich langsam wieder ein bisschen mehr warm über. Ich habe schon gedacht, meine Hände gefrieren für immer an dem Steuerrad da. Auch der Scharki und der Michi schleifen in Mäntel, Kappen, Händchen und Halstücher. Sogar für den Coco und für den Fips sind passende Sachen dabei. Wo hast denn du die vielen warmen Kleider her? Die habe ich noch von... die stammen von meiner legendären Expedition in den Polarkreis. Nach Grönland und so. Übrigens habe ich den Nordpol entdeckt. Das hast du jetzt doch gerade wieder erfunden. Die ersten Menschen am Nordpol sind ja wohl... Ja, das erzählt man sich so. Aber in Wirklichkeit bin ich schon vorher da gewesen. Nur habe ich dann... Und das ist schon im Jahr... Auf jeden Fall bin ich einer der allerersten gewesen, jawohl. Und ich kann euch sagen, dort ist es wirklich kalt. Da herrschen da gerade tropische Temperaturen dagegen.